Wenn das wack ist. Oh, Digga. So, alle zusammen, was geht ab? Mein Name ist Ali Totoro und Ali Totoro. willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute stelle ich euch die 5 grössten schweizerdeutschen YouTuber vor. Das heisst wirklich schweizerdeutsche YouTuber, nicht nur Schweizer YouTuber, die auf Hochdeutsch Videos machen. Nein, heute stelle ich euch die grössten schweizerdeutschen YouTuber vor. Genau. Schweizerdeutsche YouTuber, die Videos auf Schweizerdeutsch machen, und ich würde sagen, wir sehen das nach dem Intro. Badaboom. Oh, Digga. So, da sind wir schon nach dem Intro. Ey, was mache ich immer bei meinen Ohren? So, da sind wir. Soll ich das nächste Video so anfangen? So, da sind wir wieder. Und ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem Platz Nummer 5. Platz Nummer 5. Boah, ich habe das damals so geil gefunden, dass ich die Animation machen konnte. Auf dem Platz Nummer 5 liegt Alien Fischer, oder wie man es auch immer. Alien Fischer, Digga! Eileen! Alien! Okay, die müsst wissen, die Kameraperspektive ist genau von dem Ecke dort hinten gewesen. Also das, was ihr da hinten seht, das war noch eine Küche gewesen, und dort, wo die Küche war, ist jetzt mein Schreibtisch. Wie man ausspricht, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, aber ich würde sagen, aber ich würde mal sagen, die liegt auf Platz 5 mit 1070 Abonnenten. 1070 Abonnenten! Chat, imagine, man hat so wenig Abonnenten. Insgesamt hat sie 40.000 Views und sie kommt aus Basel und sie macht als einzige oder fast einzige von diesen Schweizer YouTuber Videos auf der Straße. Das heisst, sie macht Videos, wo sie auf die Straße geht und Leute befragt. Sind meistens. Was hast du denn für ein Glow-Up gehabt? Holy shit. Ey, Axaios, Florian bannt einfach weg, Digga. Ist absolut kein schlimmer Kommentar gewesen. Florian, so nicht. Comedy-Videos, wo sie vielleicht mal zu oben einfach rausgeht und die Leute befragt, was sie gerade macht. Aha, wegen Caps. Ah, Florian, der weiss. Oder was sie zu einem Thema denken. Sie ist schon seit 2013 dabei und ich würde sagen, sie ist Platz 5. Plätzchen Nummer 4. Der Kanal Little City ist mit etwa 1000... Hey, oh mein Gott, kennt ihr von euch den Kanal Little City? Es ist der cringeste, ich zeige euch das mal schnell. Little City, no front an die Dudes, aber... Es gibt, glaube ich, niemanden, der vor der Kamera cringer ist als Little City. Da. Hallo miteinander zu einem neuen Video, Folge Nummer 7, wenn wir genau sind. Und wir sind im super mega Endspurt, weil einmal diese Woche sollte die Gondel dahin sehen. Sie geht noch, sie ist nicht so cringe. Warte. Zumindest. Sie geht easy, aber der Mann... So weit, dass der ganze Innenausbau steht und ich sage euch... Da, wenn der Mann kommt. Der Mann ist keine cringe. Ja, kommt mit. Die haben echt so eine Gondel gemacht, wo man drin wohnen kann. Das ist sick, Digga. Das Gondel ist noch schwer und wir müssen grausam abspecken. Jetzt sind wir hoffentlich super leicht und jetzt geht's auf die Waage. 1290, jawohl. Ah, das ist keine cringe, der Dude, Mann. 180 Abonnenten auf dem 4. Platz von 5. Aber geile Hintergrundmusik. Und das ist mal ein ziemlich anderer Kanal als ein normaler Kanal. Das heisst, auf dem Kanal kommen hauptsächlich Reisevideos, würde ich sagen. Und Reisevideos? Der Adi und Valerie leiten den Kanal. Adi wie ich natürlich. Leiten den Kanal. Bro, Digga, Mann. Oh Mann, ich bin echt nur mehr cringe gewesen. Aber ich bin auch nicht viel besser, muss ich sagen. Ich bin immer noch cringe. Und sie machen Reisevlogs, wie sie in der ganzen Welt umreisen und dann filmen sie sich selber so. Yo, what up, mate? Sie filmen sich selber und tun das auf Schweizerdeutsch kommentieren und machen eigentlich so wie Reisevlogs wie die Grossen aus Amerika und England, wie zum Beispiel Fun for Louis oder was halt. Wow, Fun for Louis. Kennt irgendjemand von euch den Fun for Louis noch? Legende damals. Noch vor dem Casey Neistat am Vloggen gewesen. Auch noch so gibt. Le Place Numero 3. Wir kommen zum ersten Swiss Tuber und zwar ist auf Platz Nummer 3. Also auf dem Podest. Also auf dem Podest. Yunis Vlog, er hat 1600 Abonnenten und ist Yunis Vlog Weird Champ. Hashtag SwissTuber. Dort werden wir dann noch 2 andere auch. Haha, mieses Glow-Up, no homo. Ey Bro, Sascha, Digga, schreibt no sexual, nicht no homo. No sexual. Aber das Glow-Up ist krass, Digga. Gesehen bekommen, die in dem Netzwerk sind. Ich weiß nicht, ob es ein Netzwerk ist. Auf jeden Fall hat er 50.000 Views und macht Comedy. Ey Julia, wenn du noch einmal etwas mit Englisch reinschreibst, Digga, dann kotze ich. Wie ist denn dein Englisch? Wie sprichst denn du aus? Die Videos ein bisschen ähnlich wie ich. Sitzt irgendwo drauf, macht irgendein Video und es sollte einen zum Lachen bringen. Wahrscheinlich ich weiss gar nicht genau, was es geht, Digga. Ich bekomm's nicht mit. Naja. Sitzplatz Nummer 2. Sitzplatz! Imagine, Swiss Comedy Award gewinnen.
Der Ask Switzerland ist Le Floyd von der Schweiz und hat 4300 Der Ask Switzerland ist der Le Floyd von der Schweiz. Abos, was für Schweizer Verhältnisse doch wirklich sehr, sehr viel sind. Also der ist wirklich ziemlich in der obersten Liga. Wie gesagt, er ist der Le Floyd von der Schweiz und er macht Der ist wirklich ziemlich in der obersten Liga. Infovideos Und mein Deutsch ist wirklich ziemlich nicht in der obersten Liga. über das Geschehen in der Welt, in der Schweiz, überall. Erzählt er das in seinen Videos auf Schweizerdeutsch und macht manchmal auch Umfragen auf der auf der Straße. Da sind ein kleiner Ausschnitt von seinem bekanntesten Video. Wie heisst zum Beispiel eine Partei, die du jetzt kennen würdest? Zum Beispiel wie Swisscom oder so. Ja, das ist keine Partei. Also Swisscom ist eine Telefongesellschaft. Ja. Das Video kennt ihr vielleicht, wenn ihr ab und zu mal bei SwissMeme reinschaut. Now, ladies and gentlemen, Oh, nee. place number 1 oder Weißt du, was gesehen damals? Ah, die Iris Reeves, Digga. wir kommen zum ersten Platz und wer ist es wohl? Wir wollen einen kleinen Trommelwirbel haben. Und es ist Iris Reeves. Iris Reeves, wer kennt sie? Ich weiß wieder mal nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, weil all die Namen von den Schweizer YouTubern sind irgendwie schwierig zum Aussprechen. 11.000 Abos hat sie schon. Meine Damen und Herren, da muss ich hier zuschauen, ist ihre zukünftige Swiss Comedy Award Winner. Genau. Das ist für Schweizer Verhältnisse wirklich ziemlich groß. Ist wirklich mit Abstand die grösste schweizerdeutsche YouTuberin. Insgesamt hat sie 500.000 Views, was wirklich ziemlich groß ist. Sie kennt zum Beispiel auch den SwissMeme persönlich und ist schon ein paar Mal in den Instagram-Videos von ihm Was für ein Flex, sie kennt den SwissMeme persönlich, Digga. Holy shit, dude. vorgekommen. Außerdem ist sie natürlich auch ein Swiss-Tuber wie der Ask Switzerland oder der Eunice Vlog. Wenn man sich jetzt fragt, wieso ich SwissMeme nicht als grössten Kanal von der Schweiz tragen habe, weil ich denke, weil SwissMeme nicht wirklich ein YouTube-Kanal ist. Er ist schon eher auch durch Instagram, Facebook bekannt worden und die Videos, die er auf YouTube aufladen, Ja, schon damals, aber weise. Okay, Ah, die wenn Weise. Facebook aufstellen. Nichtsdestotrotz, ich kann nicht auch bei SwissMeme vorbeischauen. Er macht auf jeden Fall nicht so regelmäßig Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hat es euch gefallen. Oh, Jo. schon damals die fette Jokes droppt. Auf jeden Fall freut euch aufs nächste Video. Ihr könnt mal, wenn ihr jetzt noch dran seid, irgendeinen YouTuber unten reinschreiben, wo ihr könnt mit Photoshop bearbeiten. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss zusammen. Bada. Geiles Video, Bro. Sehr geiles Video, Digga, Mann. Holy shit. My